wir sind jetzt in der Woche, wo man einander noch ein gutes Neues wünscht. Mache ich natürlich auch sehr gerne. Ich wünsche euch alles Gute, ein gutes Neues. Und wir haben heute einen spannenden Talk und etwas, das auch schon im Namen des Vereins das Neue drin hat, nämlich «Neue Würde» heisst der Verein, den Rahel Währi gegründet hat vor einer Zeit und wo auch Doris Stettler, die hier auch Bistro ist bei LiveNet, auch mitprägt im Vorstand. Und von Ihnen beiden kann ich heute ein bisschen mehr darüber erfahren, was das überhaupt ist. «Neue Würde», der Verein. Rahel, kannst du uns gerne ein bisschen mit reinnehmen? Was ist das für ein Verein? Was macht ihr? Also wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir Frauen aus schwierigen Situationen ausbilden, ihnen probieren, neue Perspektiven zu geben, ihnen Hoffnung geben und ihnen durch eine Ausbildung als Kosmetikerin die Möglichkeit geben, in den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln und eben dort einen Job zu greifen. Genau. Und das ist verbunden mit der aufsuchenden Arbeit, also mit dem, dass auch Frauen gehen, zum Teil besuchen oder wie ein Gespräch oder mehr anbieten, die im Rotlichtmilieu. Genau, aber du hast gesagt, das ist eine aufsuchende Arbeit im Rotlichtmilieu, wo wir immer wieder von dort auch Frauen bei uns aufnehmen, in Vereinen für die Ausbildung, aber nicht nur. Also wir haben auch ganz viele andere Frauen mittlerweile, die sei es aus dem Frauenhaus, sei es Migrantinnen, sei es zum Teil aus dem Frauengefängnis, die wir bei uns aufnehmen oder auch sonst irgendwelche schwierigen Situationen. Ja. Genau, und es ist letzten Sommer ist eine Sendung im Fenster zum Sonntag gekommen, wo man können sehen konnte, wie das genau aussieht im Geschäft, könnte man sagen, wo du auch aufgebaut hast, gell, Rahel? Beim Rosengarten in der Nähe. Das, mit Geschäft, ein bisschen Hilfe, genau. Wunderschön, aussen angeschrieben. Und nachher eben ein Ort, wo eben die Frauen wie können in das geschult werden und das kennenlernen und auch ausgebildet werden. Auch. Ja, und du bist, Doris, habe ich schon gesagt, dort auch mit involviert und du hast das mit auch unterstützen. Was hat dich so überzeugt an dem? Also für mich ist einfach schon grundsätzlich, ich mich gerne an Menschen verschenken. Und mir sind Menschen extrem wichtig. Und ich habe mir immer überlegt, wo kann ich mich engagieren, wo kann ich mich verschenken an Menschen. Und ich kenne Rahel schon länger. Wir haben früher schon im Asylantenheim den Frauen Schönheitsbehandlung angeboten. Und dann hat sie mal gefunden, hey, ich würde die Folge sehen im Rotlicht. Du wärst genau der Typ, wir suchen noch Leute. Und so hat sich das entwickelt und dann bin ich in den Verein hineingerutscht. Und ich finde es einfach eine mega coole Sache. Es ist hier in Bern, es ist wirklich da, wo wir daheim sind. Und hier können wir etwas bewirken, Menschen Perspektiven geben, Zeit verschenken, uns verschenken. Und das ist so das, was mich überzeugt am Ganzen. Und der Einstieg war über den Verein Parparim, oder? Genau. Das ist ja wie so ein bisschen miteinander kombiniert. Auch, oder? Genau. Rahel und ich, wir sind zusammen in einem Team. Sind hier in der Stadt Bern sind wir am Aufsuchen. Bei 2 Laufhäusern gehen wir auch 2 Wochen vorbei. Und kennen uns von dort halt einfach auch recht gut. Wenn man so eine Arbeit macht, lernt man auch gut kennen. Und es ist eine tiefe Freundschaft. Und das hat sich jetzt weitergezogen im Verein. Und wir arbeiten jetzt dort sehr eng zusammen. Genau. Ja, und jetzt ist klar, was einem vor allem auch Wunder nimmt, ja, was sind denn das für Geschichten? Was habt ihr denn jetzt schon können, wie bewirken im Leben von diesen Frauen? Können wir da ein paar Beispiele mal vielleicht hören von euch? Was passiert da so bei euch? Genau, also grundsätzlich ist es wichtig zu sagen, dass wir nicht die Verantwortung übernehmen für das Leben dieser Frauen, sondern dass wir ihnen Werkzeuge geben. Und wir tun nicht ihnen in dem Sinne, sie sind zum Teil entmündigt worden, sei es Frauen, die in der Prostitution haben gearbeitet. Und dort ist es uns ganz wichtig, die Verantwortung für ihr Leben die tragen sie. Und wir tun ihnen einfach helfen, ihnen Werkzeuge geben, dass sie für sich selber dürfen, immer mehr die Verantwortung übernehmen. Und für das sind wir dann auch nicht für das Scheitern oder für den Erfolg in diesem Sinne verantwortlich. Können ja wir nicht uns selber zuschreiben, sondern das ist einfach immer bei den Frauen. Und wir freuen uns extrem auch ab allen, die eben einen richtig coolen Weg einschlagen. Und wir haben ja wirklich Frauen, die mittlerweile
selbstständig sein und selbstständig leben und sei es in verschiedenen Kosmetiksalons, zum Teil in Altersheimen, zum Teil in Hotels angestellt sind und arbeiten. Genau. Jetzt, wenn man sich das ein bisschen vorstellt, die haben ja eine Prägung, die vielmals einfach mega schwierig ist, oder? Und dass sie das dann schaffen, auf diese Art, das ist ja wahrscheinlich gar nicht garantiert. Du hast ja gesagt, es sind nicht alle wahrscheinlich, die... wie ist das, sich da immer wieder zu motivieren, die Freude drinnen zu behalten? Ja, also ich sage immer, wir sind auch im Galgenfeld am Aufsuchen. Dort hat es 2 grössere Bordells. Wir haben so einen Galgenhumor entwickelt. Ich finde, das ist ganz etwas Wichtiges, dass man irgendwie immer Humor hat, ein bisschen auch die Hoffnung, die jetzt auch wir als Christen haben sollen, dass wir die immer wieder fokussieren, dass wir das Positive anschauen und uns auch immer wieder inspirieren oben. Erfrischen für das. Erfüllen, genau. Oder erfüllen, oder? Ja. Ja, wir sagen auch immer, wir sehen wie etwas. Und vielleicht sehen wir nicht, wie es aufgeht, aber gesagt ist. Und wir trauen Gott absolut zu, dass er auch Jahre später von dieser Saat etwas aufgeben kann, das wir vielleicht gar nicht mitbekommen. Ja. Genau. Jetzt sind wir ja eben, habe ich schon eingangs gesagt, sogar der Schwelle zum neuen Jahr. Aus 21 liegt so Hindernis. Was war dort vielleicht für euch ein Highlight, das ihr in eurer Arbeit hattet? Was kommt euch da in den Sinn? Oder auch sonst? In der Arbeit? Oder ja, eins ist gut. Wir haben mehrere. Also, darum überlegen wir jetzt das an. Nein, einfach auch zu sehen, der Weg, den die Frauen auch machen, zu sehen, der Weg, den der Verein auch macht, wo wir gestartet sind vor etwas mehr als einem Jahr, wo wir heute jetzt stehen, wie Gott einfach Leute in den Dienst gerufen hat, die uns jetzt unterstützen. Wie wir einfach sehen, er hat seine Hand über uns. Wir erleben Gunst bei Stiftungen, die uns grössere Beträge spenden. Einfach auch das zu sehen, aber auch Geschichten der Frauen, wenn wir sehen, wie sie vorwärts gehen, wie sie Schritte vorwärts machen. Wenn wir sehen Sachen, die wir ihnen vor Monaten wie gesagt haben, und auf einmal merken wir, es ist irgendetwas durchgekommen. Das ist cool. Oder auch das Sommerfest, das wir hatten, wo wir die Diplomfeier gefeiert mit allen Frauen, die den Abschluss haben gemacht haben. Das war auch so etwas cooler Moment. Genau. Das waren dann wie viel dann, das Bild zu bekommen? Ui. Wir laden mittlerweile auch noch die ein, die schon durch sind. Das war ein kleines Grüppchen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel wir da waren. Ich glaube, mittlerweile sind über 20 Frauen oder sogar, die den Kurs in dem Sinne schon fertig haben. Und die haben natürlich dann auch ihre Kinder mitgenommen und ihre, je nachdem, Männer mitgenommen. Das war ein feierlicher genau. Ja, super. Und jetzt, wenn wir also du hast vielleicht zwar auch noch ein Highlight, Rahel, jetzt habe ich dich noch gar nicht gefragt. Also ich kann mich der Doris anschließen und ich finde es immer wieder, wenn wir Kurs haben, dann haben wir wirklich mit 6 Frauen eine relativ intensive Zeit und da gibt es immer wieder extrem viele Highlights. Also, für mich ein Highlight, wenn da 2 Frauen, die beide mit grossem Rucksäckchen und viel Temperament plötzlich mitten in meinem Geschäft, sie sind am Üben, ich bin eine Kundin am Behandeln und dann plötzlich packen sie einander an, weil sie irgendwie eine Uneinigkeit haben. Und schlussendlich aber sie sich versöhnen und gehen miteinander weiter und werden zu besten Freundinnen. Das ist für mich jedes Mal wieder mega cool. Eben so kleine Sachen, die aufwägen und mit diesen Leuten zu arbeiten. Also ich mache es auch gerne. Das ist für mich eigentlich auch nie ein Müssen. Also da merkt man, da wird der Charakter geprägt. Und da, extrem. Und da fließt der Glaube wahrscheinlich auch rein, oder? Wo mal mehr, mal weniger. Oder wie macht ihr das? Also wir sind sehr transparent auch in dem, dass wir einfach, dass wie klar ist, wir sind Christen und wir leben halt ein bisschen aus dieser Hoffnung leben. Wir respektieren aber extrem auch, wenn sie anders eingestellt sind. Das hat absolut Platz. Und, aber eben, ich halte nichts davon, dass man sich da irgendwie so ein bisschen, bedeckt hält, sondern ich bin ein authentischer Mensch und ich lebe transparent. Und, genau. Ja, super. Jetzt haben wir ein bisschen zurückgeschaut. Jetzt ist natürlich auch dran, dass man noch ein bisschen
rausschaut auf das Jahr, das da vor uns liegt und auch für euch als Verein, wo könnte das durchgehen, wie könnte sich das weiterentwickeln? Da haben wir auch gesagt im Vorgespräch, ja, es könnte eigentlich sich auch ausdehnen in andere Branchen, andere Bereiche. Was ist da für euch denkbar? Ja, es ist absolut unsere Vision, dass es noch viel, viel grösser dürfte werden, das Projekt. Wir haben extrem viele Anfragen, also wir haben zum Teil über 20 Bewerbungen für einen Kurs. Wir können lange nicht allen Frauen die Ausbildung einfach auch garantieren. Und wir haben auch das Gefühl, es muss auch nicht nur Kosmetik sein. Also wir wären absolut offen dafür, wenn sich andere würden angesprochen fühlen, ein Unternehmen haben, egal welche Branche wir haben, wir würden uns gerne investieren. Wir haben die Möglichkeit, das ist so ein bisschen unsere Zukunftsvision, dass es nicht nur noch Kosmetik ist, sondern dass wir wirklich breiter dürften werden. Weil die Nachfrage ist riesengroß von Menschen, die einfach Unterstützung brauchen, um sich im ersten Arbeitsmarkt zu etablieren. Werden wir da noch ein bisschen konkreter? Jetzt vielleicht spricht es jemand an, der jetzt zulässt, oder? Auch Unternehmer, Unternehmerin, die vielleicht findet, oh ja, hey, stimmt, es wäre noch spannend, könnte sie einen Versuch machen und mich melden vielleicht bei diesem Verein Neue Würde. Wie siehst du das, Rahel? Was könnten das für Bereiche sein? Ja, also es müsste halt schon wie eine niederschwellige Möglichkeit sein, zum Einsteigen. Also oftmals haben die Frauen einen Migrationshintergrund, das heisst vielleicht vom Deutsch her, dass es nicht allzu anspruchsvoll ist, dass es auch wie eine Möglichkeit gibt, um halt dort jemanden zu begleiten, dass man nicht von jemandem erwartet, dass man von Anfang an super funktioniert, sondern dass es so darf sein, dass man jemand vielleicht nochmals ein Rundeli nehmen darf. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass mehr Leute die Möglichkeit hätten, eigentlich so etwas anzubieten. Und es ist schon ein Wunsch von uns, dass es vielleicht auch über Bern raus und eben auch über die Kosmetikbranche raus so ein bisschen Kreise zieht. Bei mir geht da natürlich schon auch ein bisschen der Film ab, was ich erlebt habe. Ich bin in Tel Aviv mal schauen, bei diesem Global Hack. Das ist nicht verhängt in diesem eigentlichen Sinn, aber dort geht es ja auch um ihnen eine einfache Arbeit geben und nicht nur irgendwie sonst eine Hoffnung, sondern was sie brauchen, sagen wir ja auch häufig, ist eigentlich Arbeit. Das habe ich ja auch gesagt. Genau. Sie war vor einem Jahr in einem Talk bei uns und hat doch einfach gesagt, es geht um da so Perspektive, ja, wie du sagst. Wie ist das? Seid ihr da vernetzt stark? Eben, wir haben von Parim schon geredet. Jetzt der Verein Neue Würde ist neu wieder reingekommen oder ist am Wachsen. Wie macht man das da untereinander? Also ich habe von Ihnen wirklich auch schon gehört. Ich würde auch sagen, dass wir sehr ähnliche Sachen machen. Eben seit Tel Aviv, wir jetzt hier in Bern. Wir haben auch, glaube ich, so ein bisschen zu ähnlichen Zeitpunkten gestartet. Und haben aber erst ich habe erst später jetzt auch von Ihnen vernommen. Und das ist alles auch noch optimierbar, dass man da ein bisschen mehr zusammenarbeitet, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, wir haben vor allem jetzt die Energie gebraucht, den Verein zu gründen, einfach mal so ein Konzept zu erarbeiten, wie wollen wir funktionieren, wie soll das aussehen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich sagen, hey, wir haben gestartet, wir haben, es läuft, das, was wir aufgebaut haben, jetzt haben wir weiter Energie und auch das Herz und das sollten wir uns auch ein bisschen auftun. Ich glaube, wir sind wirklich sehr dran. Was gibt es für andere Vereine, wie könnte man sich connecten? Das ist wirklich etwas, was wir jetzt so für das nächste Jahr auch uns vorgenommen haben. Nein, von dem Punkt, wo man weiss und sich der eigenen Identität bewusst ist, sozusagen. Ja, genau. Ja, sind wir gespannt, was da noch alles sich tut. Ich meine, die Not ist genug gross, für dass man da auch wirklich Kraft zusammenlegen kann, oder? Und bündeln. Und ich finde es genial, einfach, dass ihr da so dran seid, auf eine erfrischende Art, eben, wie ihr vorhin gesagt habt, mit Humor und mit viel Freude, das immer wieder macht. Und was habt ihr für Wünsche noch so für jetzt in diesem neuen Jahr? Viel. Ja, eben das, was wir gerade angesprochen haben, wir möchten gerne wachsen, wir möchten gerne grösser werden, wir möchten gerne, dass Leute finden, hey, das ist eine coole Sache, ich möchte mich auch engagieren. Ich habe das Unternehmen, ich habe die Möglichkeit, ich habe das Herz, ich habe auch Geduld. Es sind Menschen, die brauchen wirklich viel Geduld. Es ist nicht einfach so Ring zu machen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir wachsen dürfen, dass wir Nachahmer haben oder Leute, die auf uns dazukommen und sagen, hey, coole Sache, wir möchten uns euch anschließen, können wir mal zusammenhocken. Das und dass die Frauen wirklich einfach
ja, dass sie etwas mitnehmen aus dem Kurs. Einfach auch das Herz von Gott dürfen spüren, dass wir wirklich ein Licht dürfen sein. Einfach, ja, dass Gott durch uns einfach sichtbar wird. Und dass wir wirklich dürfen Veränderung sehen und leben. Und das ist wirklich das, was ich mir so wünsche. Yes. Ja, gleiche Frage. Noch an Rahel Wäri. Was ist das für dich? Genau, also für mich ist es immer eben auch ein Wunsch, dass die Frauen, die wir aktuell im Kurs haben, dass die den Tritt finden dürfen. Dass die dürfen ein bisschen merken, dass sie ganz viele Ressourcen haben, dass sie ganz viele Fähigkeiten haben, dass sie die auch erweitern dürfen. Eben bei uns im Kurs, dass sie dürfen mal eine Ausbildung haben, ein Diplom, einen Abschluss, dass sie aber auch ganz fest eben dürfen. Durch den Kurs sind wir meistens auch eine erweiterte Familie, neue Freundschaften bilden, ein bisschen dürfen Menschen haben, die sie auf sie zählen können, die verlässlich sind, die da sind, die sie dürfen Vertrauen haben in sie. Und so ein bisschen aus einem neuen Grund wie dürfen weitergehen. Mhm. Und jetzt kommt mir gleich noch so ein Gedanke natürlich auch noch in den Sinn. Und das ist die politische Ebene. Ich weiss nicht, ob da eure Wünsche auch das noch mit einschließen, dass auch dort hier noch mehr geht? Oder habt ihr das Gefühl, da ist schon etwas am Tun, mehr und mehr bei uns in der Schweiz? Viel zu wenig. Also ich kannst du noch etwas sagen, ein bisschen zum nordischen Modell, das sehr ein zentraler Punkt ist an unserer Arbeit, wo wir uns damit auseinandersetzen. Mhm. Eben, in dem Sinne sind wir nicht extrem in eine politische Richtung, wo wir jetzt als Verein sagen, für das wir uns committen, aber für uns ist es halt ein Anliegen, dass jetzt rein gesellschaftlich dort mehr Augenmerk hergerichtet wird, dass man einfach auch weiss, was da zum Teil in der Schweiz abgeht, auch wenn es eben nicht so ganz im Licht ist, sondern meistens eher so ein bisschen noch im Dunkeln liegt, dass man weiss um die ganze Thematik von Menschenhandel, Prostitution, die wir haben, und dass dort von den Gesetzen her griffigere Gesetze kommen, die wirklich nachhaltig dort das Umdenken in der Gesellschaft können produzieren können, dass man wie nicht denkt, okay, Sexkauf ist total etwas Normales, ist ein Menschenrecht, sondern dass man dort eben, sprich wie auch in den nordischen Ländern mit dem nordischen Modell dort das Umdenken passieren darf. Okay. Merci vielmals euch beiden und dem ganzen Verein. Ich kann die Grüße gerne noch weiter sagen, einfach für dass ihr euch so einsetzt, auch für die Gerechtigkeit, aber vor allem einfach für die einzelnen Leben, die einzelnen Schicksale, die das immer betrifft. Jemand, der da eine neue Perspektive bekommt. Und hoffen wir sehr, es hat auch gedient, dass die Botschaft hier über einen Live-Net-Talk mal rausgegangen ist. Vielleicht hat euch etwas angesprochen, wo ihr merkt, oh ja, da könnte ich ja wirklich als Unternehmerin mal auf Rahel Wäri zum Beispiel oder Doris Stettler zugehen und mal das Gespräch suchen. Da gibt es spannende Ansätze. Oder in einem anderen Sinn, wo ihr merkt, mal, das ist mein Beitrag an mehr Gerechtigkeit und dort kann ich etwas dazu beitragen. Danke für euer Interesse und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.